Schönen guten Abend alle. Herzlich willkommen hier am Naturmuseum für die Überreichung vom Preis Hölle für Natur. Wir begrüßen à Distanz die Leute draußen, die beim Livestreaming beigeschaltet sind. Und ich begrüße hier bannen die Leute, die auch intervenieren werden, diesen Abend für den Preis Hölle für Natur Edition 2020 vorzustellen. Dabei sind natürlich Laureate von den Abend, die da geschwind proklamiert gehen. Und ich freue mich auch besonders über die Präsenz von der Umweltministerin, Madame Carol Dieschbusch, und von der Kulturministerin, Madame Sam Tanson, beide Ministerien, die seit vielen Jahren geholfen, den Preis mitzudrehen. Der Preis wird vergeben von einer Jury. Und der Jury sind noch ein paar Leute, die noch präsent, aber noch gut und nicht riecht. Der Direktor vom Naturmuseum hat für dem Jury 4 zu stehen, und ich durch das Programm zu feiern. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und ich nutze dann auch schon die Gelegenheit für den Leuten, die geholfen haben, dem Jury und den anderen noch ein großes Merci. Corona-bedingt lebt also alles ein bisschen anders. Für mehr Platz zu haben, für das Publikum, den einfach nicht präsent ist, ein größeres Saal zu weisen, wo wir die ganze Installation an Musee um mich stark gemacht. Das ist Saal, wo wir draußen aus der von der Biodiversität. Sie ist durchgestaltet durch ein riesiges Sammlungsregal mit einer großen Vielfalt von Lebewesen, natürlich besonders von Tieren. Da sind wir aber auch im Beginn von unterschiedlichen Landschaften. Landschaften, Fichtgebiete, Busch und Natur am urbanen Bereich. Der Hallen von den Arten, von den Lebensräumen und auch von unserer globalen Umwelt der lebenswichtig. An eng Priorität für die den Preis vergiget und gedroht. Der Preis, den wir noch vergehen, soll die Projekte und Aktionen an der Richtung rausheben. Zum Programm vielleicht ein paar Worte. Am Lauf von dieser Feierstunde wollte ich den Preis kurz vorstellen. Dann wird der Laureat bekannt gehen, als seine Aktionen und seine Ziele hergestellt. Dann den Minister für die Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit und Minister von der Kultur für Impressionen mit uns. Und ganz zum Schluss geht dann der Preis überreicht. Merci, dass ihr alle dabei seid. Und da können wir auch schon mein Programm loslegen. Ich gehe jetzt weiter und der Claude Meisch, das Biologe und Vizepräsident von der Fondation Hölle für Natur, der schon seit langen Jahren im Jury vertreten. Er hat erzählt, wie der Preis entstanden ist, aber wie es funktioniert wird. Der Claude Meisch wird gut. Merci, Herr Direktor. Liebe Leute, alle gut, dann habe ich kurz einen Überblick über den Historik vom Preis Hölle für die Natur. Der Preis wurde 1985 durch ein Arrêté ministeriell an die Leben gerufen, das für all Jahr eine Organisation oder eine Person für ihre benevolen Einsatz am Bereich vom Naturschutz oder im Umweltbereich am Allgemeinen für sie auszuzeichnen. An diesem Arrêté ist auch die Zusammensetzung vom Jury festgelegt, und zwar besteht aus zwei Vertreter vom Naturmuseum, am Direktor vom Museum als Präsident vom Jury, dann je Vertreter vom Kulturministerium und vom Umweltministerium, dann zwei Vertreter von der Stiftung Hölle für die Natur, von Natur und Umwelt. So nicht kann der Jury sich nach 5 Experten kooptieren, für bei der Auswahl von Kandidaten an der Laureaten mitzuwirken. Die Member vom Jury gehen für 3 Jahre nominiert, das Mandat kann aber noch erneuert gehen. Die Jury sicht sich Kandidaten an, auch die Laureaten dann eigenständig heraus. Es kann ihnen sich also nicht melden, für seine Kandidatur zu stellen. Der Preis geht all Jahr am Januar oder Februar für das Jahr, wofür drin überreicht, haut also für das Jahr 2020. Der Preis besteht aus einem Montant von 5.000 €, der von den 2 Ministerien gestaltet wird.
An der Nieft nach aus enger stiliséierter Eil aus Bronze, die der Hai gesit. Sie ist vom Lützeburger Künstler Jean-Pierre Georges, den am Jahr 1985 die Skulptur der Fondation Hölle für die Natur geschenkt hat. Der Jean-Pierre Georges ist 2004 gestorben. Ich gehe laut Wort zurück und den Herr Alain Faber, Direktor vom Jury. Merci, Claude Meisch, für den Abblick an Funktionament vom Jury vom Preis Hölle für die Natur. Den Preis gibt zwischen Projekten an Arbeiten aus, die am Bereich von Natur- und Umweltschutz sind. Und das unabhängig davon, ob es eine wissenschaftliche Studie ist, eine Sensibilisationskampagne oder ein konkret Arbeit Terrain. Weil es viele unterschiedliche Projekte gibt, als die Liste von den Laureaten dann auch lang und verschieden. Für ich eine Idee zu geben, wen zu den Laureaten gehört, wird Gilles Weber von Natur und Umwelt, Fondation Hölle für die Natur, ein paar Bilder zusammengestellt über die Laureaten vom letzten Jahr. Gilles, du hast Wort. Guten Abend. Ich stelle euch noch einmal kurz die Laureaten von den letzten Jahren vor. 2016 ist der Preis Hölle für die Natur aus Cell in sich in Lützeburg gegangen. Die Bürgerbewegung setzt sich an für mehr Solidarität und für den Respekt von den ökologischen Gleichgewichten. Sie agiert für eine Gesellschaft, die Männer aufhängig ist von den fossilen Energien und die Antworten auf den Klimawandel bringt. So sind durch den Ansatz von den Bürgern regional ein ganz Reihe neuer Projekte an das Leben gerufen gehen. Als Beispiel kann ich nennen Terra, also ein Center für Agroökologie und Permakultur, Struktur MESA, also die Maison de la Transition zu Esch, oder eine Kooperative für erneuerbare Energien oder das Projekt Erdschiff, wo es um ökologisch und nachhaltig Bauen geht. 2017 kriegt der Kasshaft diesen Preis. Der biodynamisch geförderten Kasshaft von Rollingen ist viel mehr wie just ein Bauernhof. Neben der Haf-Spielschule, dem Haf-Gärtchen, der Käserei, dem Haf-Boutique proposieren Tanja Staudenmeier und den Tom Kass auch pädagogisch und edukative Aktivitäten für die Schulen und andere Gruppen. Der Biohaf ist eine Art offene Struktur, wo in den Betriebskreislauf gewiesen und erklärt kriegt, aber auch wo in den erleben kann. Auf der Fläche vom Betrieb sind auch nach neue Hecken, Baumreihen an den 3 Hektar großen Bongert ugelöst gehen, was ja ein ganz wichtiger Beitrag für die Natur und Biodiversität an unserer Kulturlandschaft sind. 2018 ist der Preis und Schäferei Weber gegangen. Den einzigen professionellen Schäferei zu Lützeburg, die betätigt sich seit vielen Jahren mit seiner Wanderschäferei und konkret unter der Hälfte von der Biodiversität. Es sind alle Jahre 600 Schafe, die mehr wie 200 Hektar artenreich Grünland extensiv bewegen. Und da geht es sowohl um Orchideenwiesen, Drischewurz, Fichtgebiete und Hetflächen. Und der Florian Weber und Miriam Zimmer schaffen dabei eng mit den verschiedenen Akteuren vom Naturschutz zusammen, für den Alljahr der Bewegungsplan aufzustellen. Hier Schafswanderungen und einen enormen Succès an die ermöglichen ihnen hier Arbeit vorzustellen und noch auf die Wichtigkeit für den Naturschutz und Biodiversität anzugehen. 2019 konnten die Arbeitsgruppen Feldornithologie an die Arbeitsgruppe Bringung diesen Preis. Seit 1920 haben sich in Lützeburg passioniert Ornithologen regruppiert, für Schulen zu studieren und zu beobachten. Heute sind es 120 Amateurornithologen und 30 Springer, die zusammenkommen, für Daten über die Vogelwelt zu sammeln und einmal ausgewertet und analysiert von der COL, also der Zentralornithologie, liefern sie als Daten wichtige Informationen zur Entwicklung und zum Zustand von unserer Natur und Umwelt in unserer Region. Und durch die Feierungen an den Naturschutzgebieten, durch die Exkursionen, durch die Erklärungen zu den Bringkampagnen begeistern sie kleiner groß für die volle Welt an die verschiedenen Lebensräume. Voilà, die sieht, wie vielfältig die Engagementen an Projekten von diesen 4 Laureaten sind. Sie
haben verschiedene Motivationen, wir alle engagieren sich zu 100% für als Natur und als Umwelt. Also ich gehe weiter von den allen. Merci Gilles für den Rückblick an die Bilder von den letzten Laureaten. Sicherlich haben sie alle gut den Preis verdient. Ein Teil ist sicherlich mussten sie nicht im Speicher verstoppen. Die Beispiele, die ihr gesehen habt, weisen nicht, die herausgewählte Projekte ganz verschieden sind. Die Jury sieht gerne Projekte heraus, die neu sind, originell sind, die können von Giträngen überholt gehen, an die mehr allgemeinen Impact auf Natur- und Umweltschutz haben. Wir kommen dann zum wichtigen Moment von heute Abend zur Proklamation vom Laureat. Als Vertreterin vom Umweltministerium am Jury gibt Madame Nora Elvinger dann den Preisträger von diesem Jahr bekannt. Nora? Guten Abend, alle gut. Lo kommen wir dann zum Höhepunkt von dieser Zeremonie. Am Namen vom Jury gebe ich den Laureat vom Preis Hölle für die Natur für das Jahr 2020 bekannt. Der Preis, der geht um Youth for Climate. Bravo und ich. Wen ist, was möchte Youth for Climate? Das sagen Sie erst gleich selber. Für was hat die Jury den Kandidat herausgewählt? Ja, Youth for Climate ist eine Bewegung, die es auch in anderen Ländern gibt. Und heute zu Lützeburg ist es eine Gruppe von hauptsächlich jungen Schülern, die sich regelmäßig zusammentun, für Aktionen zu planen. Sie sensibilisieren mit ihren Aktionen wie Proteststreiker, für aufmerksam zu machen auf die Konsequenzen vom Klimawandel. Youth for Climate stellt auch die fossilen Energien auf Frage, besonders weil sie viel beitragen, dass Temperaturen an die Luft gedrückt gehen. Sie weisen auch hin auf den Biodiversitätsschwund, auf die Verschwendung von Tieren und Pflanzenarten, auf massive Überschwemmungen an Dürreperioden und auf soziale Unruhen, die durch den Klimawandel verursacht gehen. Youth for Climate sieht, dass es dringend und wichtig ist, die gesellschaftlich und politisch Weichen zu stellen, für das wir unsere Kinder nach einer gesunden Welt weiterreichen können. Youth for Climate ist hier am Naturmuseum vertreten durch 4 junge Aktivisten, die ihren Engagement an ihre Ziele vorstellen. Ich begrüße dann stellvertretend für viele junge Leute Lisa, den Achille, den Jerry und Sarah, die dann Youth for Climate an ihrer Arbeit, an ihren Engagement beschreiben. Felicitationen vom Jury, bravo und macht weiter so. Merci Nora. Wir kommen dann effektiv zum zweiten Teil von dieser Präsentation. Ein Teil, wo Youth for Climate zu Wort kommt. Vielleicht 2 kurze Interventionen, und zwar die eine von Lisa und die andere von Achille, mit einem kurzen Video dazwischen von einer Minute. Lisa ist noch Student am LGL, und den Achille als Student am Linzer Lycée. Sie sind alle 2 engagiert am Movement von Youth for Climate. Und Sie können nicht am besten sagen, was Youth for Climate ist, was möchte und auch will. Der Mikro ist frei für euch. Merci für das. Youth for Climate Lützeburg ist eine Organisation, die für Jugendliche gegründet ist, mit dem Hauptziel, eine Unterdrucksetzung von PolitikerInnen zu schaffen und sich für eine gerechte Klimapolitik anzusetzen. Wir sind darauf aus, für Klimastreiker zu organisieren, für das so viele Leute wie möglich zu mobilisieren und sie auf Probleme und Urgenz von der Klimakrise aufmerksam zu machen. Youth for Climate ist ein Klimamovement von einer guten Dose Leute, die sich wöchentlich treffen, für über Projekte zu diskutieren und die aktuelle Klimalage zu beschwatzen. Als Gruppe basiert auf einer horizontalen Hierarchie, die jeder redend für dasselbe Mordspruch herrscht. Kontaktieren kann ihn uns auf den sozialen Medien, wo wir Sensibilisierungsarbeit leisten und über Themen informieren, die mit dem Klimawandel aus einer Politik zusammenhängen. Pressearbeit leisten wir aber auch in Form von Pressekommunikén, für Journalistinnen zu informieren und für ein enges Bilan von unseren Aktionen und ihrem Impact zu dokumentieren. Unser erster Streik war den 15. März am Jahr 2019, wie der hier auch als erstes Foto sieht. Das war ein Knödler, den komplett überfüllt war. Da waren über 15.000 Leute, Junker, aber auch Erwachsene, auf der Straße, und sie haben für die Zukunft gestreikt und
Für einen Tag haben sie hier Schule und hier Arbeit auf die Gruppe gehangen. Währenddem gab die Idee für diese Gruppe aber schon. Das ist am Dezember 2018 gekommen mit der Inspiration von Greta Thunberg, mit dem internationalen Abkommen von Fridays for Future und nur dem ersten Lützeburger Klimastreik, der von Rise for Climate Lützeburg organisiert wurde. Am Laufe von 2019 haben wir dann noch ein paar mehr Streiker und noch ein Rutsch andere Aktionen aufgehalten. Am Juni 2019 war Youth for Climate Lützeburg zu Aachen dabei und hat einen Bus voller Lützeburger Klimaaktivistinnen strubelvoll auf den internationalen Klimastreik geschickt, wo über 40.000 Leute aus 16 verschiedenen Ländern für eine nachhaltige Zukunft protestiert haben. Aachen leidet nämlich an einem Braunkohlerevier, was für die meisten CO2 aus ganz Europa verantwortlich ist. Die europäische Klimapolitik hat einen immens großen Impact und trifft wichtige Decisionen, die nicht auf die Lichtschilder geholt werden. Aus dem Grund haben wir den 24. Mai den Trautbreck zu Lützeburg Stadt besatt und eine gerechte europäische Politik durch die damals aktuellen Europawahlen gefordert. Am September wurde dann United for Climate Justice gegründet, ein Zusammenschluss von Organisationen und Gewerkschaften heute zu Lützeburg, die sich, wie der Name schon sieht, für Klimagerechtigkeit einsetzen. Mit United for Climate Justice zusammen war auch die Action Week am September 2019 organisiert, wo der größte internationale Streik überhaupt stattgefunden hat. Weltweit waren den 20. September 4 Millionen Leute auf den Straßen. Es tun insgesamt aber 6 Millionen Leute bei den Aktionen während der Action Week und über 150 Länder mitgemacht. Heute in Lützeburg waren es rund 5.000 Leute, die sich über die paar Routen auf der Place Clairefontaine zusammengefunden haben. Aufgesehen von Streiker kümmern wir uns aber auch um andere Projekte. Erleichtern Sensibilisierungsarbeit, dadurch auf internationalem Niveau, wo wir aktiv mit den anderen Fridays for Future Gruppen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Schauen Sie dann noch ein kleines Video, die von Matthias zusammengeschnitten ist, an den unseren ersten Streik dokumentiert. Ich bin in Achille, ich bin auch als Youth for Climate und ich erzähle euch ein bisschen über die Klimasituation, die wir am Moment haben und wie in der Zukunft weiter evoluieren wird. Am Moment sind wir schlechten Weg. Die CO2-Temperatur geht noch einmal richtig drauf. Ich denke, das gesagt jeder im Grafik, den du abtauchen sollt. Auch die Durchschnittstemperatur zu Lützeburg geht all Jahr nach immer an die Luft. Und Lützeburg ist nicht unschuldig an dieser ganzen Affäre. Für einen Tag am 15. Februar hat Lützeburg sein Overshoot Day. Wir sind Nummer 2 auf der Welt, nur Katar. Wir wissen schon seit 30 Jahren, dass der Klimawandel wegen der Menschen stattfindet und dass es einen enormen Impact auf alle Lebewesen, auf unsere Erde tut, auf immer Wert tun. Es ist quasi unmöglich, die Präsenz vom Klimawandel zu bestreiten. Wir wissen alle, dass es uns schuld ist und dass wir auch eine Lösung dafür finden müssen. Wir sind am Zeitpunkt gekommen, wo wir es nicht mehr leisten können, so viel CO2 in der Atmosphäre auszustoßen. Das CO2-Niveau, das wir im Moment tun, ist ein Rekord. Wie die klar auf dieser Kurve sieht. Könnt ihr gesehen, dass so ein hohes CO2-Niveau wir nie an den letzten
hunderte von tausende Jahren auf dieser Erde hatten. Und ich muss mir leider immer vorstellen, begreifen die Leute den Impact vom Klimawandel überhaupt oder akzeptieren sie den Fakt einfach so schnell wie möglich, für ihn mehr einfach zu ignorieren. Denn Klima ist also sich nichts anderes als wir da über eine lange Zeit. Wir sind keine Wissenschaftlerinnen, aber den Beruf muss ich noch nicht tun, für zu merken, wie seriös die Konsequenzen vom Klimawandel wirklich sind. Wir dürfen als Erde nicht nach mehr mit den Zergasen verschmutzen. Es geht nicht darum, klimaneutral zu sein, für unerkannt zu gehen. Es ist für Naturkatastrophen zu verhindern, für das es mehr Hitzewellen gehen, dass Polen nicht komplett schmelzen und dass es mehr Luftverschmutzung gibt. Wir haben schon viele Probleme, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, und es werden da in den nächsten Jahren nicht mehr gehen. Die Durchschnittstemperatur von unserer Erde ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts um 1,2 Grad Celsius herabgegangen. Auch gerade am Moment hitzt die Erde sich noch einmal ab. Die Ozeane gehen warm. Weltweit absorbieren die Ozeane 30% vom CO2, den wir ausstoßen. Das hat für Folge, dass das Wasser mehr sorgt und das ganze Ökosystem in der Wasser sich transformiert. Wenn sich als Erde um 2 Grad Celsius erwärmt, werden alle Korallenriffe auf der Welt aussterben. Von 2016 bis 2017 sind in Australien um Great Barrier Reef schon Teilchen von den Korallen genau durchwärts aufgestorben. Polen schmelzen. Das Wasserniveau geht all Jahres um über 3 cm immer mehr ab. Immer mehr Leute sterben und verlieren ihren Zuhause, wenn es denen immer mehr häufigen Überschwemmungen. Es wird immer mehr extrem wieder gehen. In den letzten Jahren gab es immer mehr Drückenden und immer mehr Wirbelstürme, auch zu Lützeburg. 28 Millionen Hektaren Büscher gehen weltweit all Jahr aufgeholzt. Das ist über 1000 Mal die Fläche von Lützeburg. Wem die aufsterben, zersetzen sich und stößen all den CO2 raus, den sie über ihr Leben abgeholt haben. Das bringt dazu, dass all Jahr Hunderttausende von deren Arten aussterben. 2019 gab es 1 Million Hektar vom Amazonas aufgeholzt. Das hat einen enormen Impact auf unseren Wasserzyklus, weil ohne Bäume kann die nicht geregelt gehen. Auf jeden Fall produzieren Bäume unseren Sauerstoff, den wir definitiv brauchen. Danach dabei kann ich Altbuschbrennen mitrechnen, die 97% von den Fällen durch Menschen gestartet wurden und all Jahr über Hunderte von Leuten umbringen. Gletscher über der ganzen Erde schmelzen. Über 1 Milliarde Menschen sind abhängig von den Gletscher für Strom aus Wasserkraftwerken zu kriegen und für eine proper Wasserversorgung zu kriegen. Wenn Polen schmelzen, die Ozeane abwärmen und wir die Büscher aufholzen, entziehen wir den Tieren ihren Lebensraum. Wenn wir so weiterfahren, und nicht just mit dem Auto, werden über 1/3 von all den Tierenarten auf unserer Erde wegen dem Klimawandel aussterben. Just weil wir uns amüsieren, die Zergase zu produzieren. All Jahr sterben 250.000 Menschen wegen der Konsequenzen vom Klimawandel. All Jahr sterben immer mehr Leute und Ernährung und Hitzestress und all mögliche Viren, die wegen drastischer Klimaänderungen aufgehoben gehen. Estimationen geben, dass wegen dem Klimawandel über 100 Millionen Leute an Extremarmut forciert werden. Der Klimawandel zwingt doch viele Leute von ihrer Heimat zu flüchten. Das heißt mehr Flüchtlinge. Darunter sind hauptsächlich Leute in den Küstengebieten betroffen, die wegen den Überschwemmungen an der Küstenerosion. Den IPCC rechnet mit ungefähr 150 Millionen Umweltmigranten im 2050. Es geht nicht darum, just einem Preisaufkommen zu folgen. Es geht darum, das Leben zu retten, sie von deren Leben oder Menschenleben. Merci. Merci Lisa, merci Achel für das Fakten an Gedächtnis zu rufen. Wir fuhren da weiter mit dem Jerry auch von Youth for Climate, der Jerry als Student am Lycée. Wir sind der Premier anders engagiert in der Koordinationsgruppe von ihrem Movement. Youth for Climate unterstreicht immer und die hat gerade gemacht, dass es höchste Zeit gibt, dass etwas geschieht, für die Konsequenzen vom Klimawandel an den Griff zu kriegen. Fordert Youth for Climate die verantwortlich ob für dringend tiefgreifende Änderungen für zu sehen.
an dat an der Klimapolitik an am Gesellschaftsleben. Für das Forderungen sich die Youth for Climate die Unterstützung von der Leute durch ihre Aktionen. Jerry, du kannst folgen. Merci. Ich hoffe, den Aschel hat die Konsequenzen von einer Klimakrise auf weltweitem Niveau ein bisschen mehr notbrücht. Aber ich will euch erklären, was das für Lützeburg heißt und wie wir es nicht hinkriegen, die Klimakrise seriös zu holen. Die Klimakrise ist auch schon heute zu spüren und das ist wohl nicht zu verneinen. 2019 haben wir den Temperaturrekord gebracht mit 40,8 Grad am Juli. Letztes Jahr war das wärmste Jahr am Durchschnitt seit der Wiederaufzeichnung zu Lützeburg. Die meiste Menge vom Jahr 2020 war am Durchschnitt mehr warm wie all die Jahre vorher. Zwei Rekordtemperaturen sind gemessen gehen, darin 35,2 Grad am September und 21,6 Grad am November. 2020 hat aber sonst noch einer extremer. Zum Beispiel hat am Februar doppelt so viel geregnet wie den Durchschnitt. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel zwischen dem 22. März und dem 27. April, hat es nicht ein Jahr geregnet, also während einem ganzen Monat. An Folgen sind auf alle Fall da. 20-30% Männer ernst. Und das ist wohl kein Zufall. Wir wissen, dass so Extremsituationen sich vermehren werden. Und das ist bewiesenermaßen durch den menschengemachten Klimawandel. So sagt den Landwirtschafts- und Weinbauminister Ferner Atsche schon 2016, dass in Echter mit mehr als weniger Extremwettersituationen wie bislang zu rechnen hat. Am April 2018 ist ein 150 Seiten Dokument vom Umweltministerium veröffentlicht worden, das über die Klimafolgen erzählt und wie wir uns anpassen müssen. Es hat geheißen, Anpassung an den Klimawandel in Luxemburg. Also, wie eine Maßnahme geholt muss gehen, für das wir uns von den Konsequenzen schützen können. Zum Beispiel Anpassung der Baunormen an extremere klimatische Bedingungen oder Vorhersagen und Management erhöhter Ozon- und Feinstaubbelastung. Also, es kann in uns nicht so, dass die lützebäuerische Regierung sich nicht mit den Konsequenzen auskennt. Der genaue Gegenteil ist der Fall. Sie sind sich ganz klar bewusst, dass das eine Gefahr ist. Wir bereden uns sogar schon darauf für. Also ich weiß nicht, mir vielleicht wäre es gut zu finden, dass es überhaupt dazu kommt. Vielleicht wäre es der Moment zu erkennen, dass es besser wäre, sich responsabel zu verhalten. Aber was machen wir? Munter weiter verpesten. 2018 war ein Overshoot Day beim 19. Februar 2020. 2020 beim 16. Februar. Und das Jahr 2021 nach in Tag mehr frei. Für genau 9 Tage hat die Menschheit, was jeder so leben wie wir, Ressourcen von diesem Jahr abgebracht. Zum Schluss vom Jahr sind wir dann bei 8 Erden, die wir abgebraucht haben. Nicht schlecht, ne? So, ich weiß, da kommen ganz viele Leute mit dem Argument, das wäre aber nicht relevant für Lützeburg, weil der ganzen Tanktourismus nicht abrechnen das, also weiter. Also erstens will ich sagen, dass für mich das Argument nicht valabel ist. Weil wir profitieren von diesen Emissionen. Tanktouristinnen kommen ja nicht mehr hin, weil es hier so billig ist. Wir profitieren also von denen extra vielen Emissionen. Außerdem sieht Ariane König und Paul Hild von der Uni Lützeburg dazu, dass sogar wenn wir den Tanktourismus nicht abrechnen, also die Emissionen von der Lützeburger Einwohner allein gucken, sind die trotzdem noch immer immens hoch. Mehr für fertig sind, muss aber auch so Sachen wie Klimagesetz oder allgemein den Ansatz von der Politik am Kampf gegen den Klimawandel erwähnen. Und ich meine, ich kann mit Sicherheit erwähnen, dass weil viele von den Politikerinnen, mit denen wir Entrevuen hatten, als immer mit Stolz erzählten, dass sie aber am Anfang viel mehr machen, wie sie müssten. Also am Platz 40% auf mit den Emissionen zu gehen, wie das von der EU-Richtlinie so kommt, wollten sie sogar 55% darauf gehen, bis 2030. Klingt ja am ersten Blick ziemlich gut, aber das Problem könnte, wenn den Anfang Zahlen und Statistiken zu gucken. Heute zum Beispiel gesagt Ihnen, dass Lützeburg seit 2005 viel mehr starke CO2-Emissionen reduziert hat. Und das sieht ja am Anfang gut aus. Also wir sind schon bald bei 40% seit 2005, das ist der Referenzwert. Also hochgegangen.
par rapport zu unseren Notbeschländern. Aber wenn ihr das aber dann nicht relativ guckt, aber analysiert, wie wir wirklich am Vergleich zu unseren Notbeschländern stehen, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Und zwar merkt ihr, dass wir weit über den Notbeschländer liegen. Und lo zum Beispiel zur Veranschaulichung, und ich habe schon eine Grafik vorbereitet, wo ihr gesagt, wo wir landen, wenn wir die 55% errechnen. Schon habe ich mal nicht konsideriert, dass die anderen Länder währenddessen auch reduzieren können. Aber gesagt, in Anfang gut, dass sogar wenn wir die krass 55% raufrechnen, dass das überhaupt keine so große Wunder als für Lützeburg. Ganz am Gegenteil. Wir sind auch immer ein paar Tonnen über unseren Notbeschländer. Und das ist viel zu wenig, für unter den 1,5 Grad zu bleiben. Das war nur nicht zum Hauptpunkt von der Lützeburger Klimapolitik. Wir auch der Rest vom Klimagesetz und vom PNAC sind mehr Schein als Sein. Weil alles ist nicht bindend, zu viel Freiraum und eine zu niedrige CO2-Steuer. Und dann auch noch eine Sozialkomponente. Nehmen wir so als Beispiel. In Schweden liegt sie bei 120 Euro/Tonne. Und das Umweltbundesamt aus Deutschland schwätzt von mindestens 180 Euro pro Tonne. Außerdem ist der Klimanotstand noch immer nicht anerkannt. Aber für mehr Details bieten ich die Stellungnahme vom Mouvement Écologique und auch vom Votum Klima zu lesen. So, da will ich noch zu etwas kommen. Etwas, was mich ziemlich schockiert hat. Und zwar, Zitat, ebenfalls positiv. Luxemburg hat zwischen 2014 und 2016 rund 211 Millionen Euro in Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels in Entwicklungsländer investiert. Das ist ein Zitat aus dem Lützeburger Wort. Wow, Lützeburg unterstützt sogar Entwicklungsländer am Kampf gegen den Klimawandel. Wirklich? Gehe froh. Wisst ihr, wie viel durch den Pensionsfonds allein 2018 an die fossilen Energien investiert wurde? Ja, genau. 545 Millionen. Du könnt ihr sagen, okay, das ist 2 Jahre hier, die Lage hat sich ein bisschen geändert, vielleicht habt ihr gemerkt, dass vielleicht nicht der richtige Weg ist. Naja, 2019 waren es 49 Millionen mehr. Also insgesamt 594 Millionen Euro an fossilen Energien. Wow, Lützeburg wird wirklich verstanden, dass Klima etwas Wichtiges ist. Nur so als Info, da sind auch Firmen drin wie Shell, die all Jahr Millionen von Gelder an Anti-Klima-Lobbying ausgehen. 41,5 Millionen Euro haben wir 2019 Shell unterstützt. Oder British Petrol, BP, die 2010 die größten Ölverpestung aus der ganzen Menschheitsgeschichte hatten. 180 Millionen Liter Öl sind auf den offenen Ozean gelaufen. Millionen von Lebenswesen leiden und sterben auch nach Haut durch. Und wir haben die mit 19,9 Millionen Euro unterstützt. Das Witzigste daran ist, dass genau die zwei Firmen auch noch auf der Börse während den 3 letzten Jahren an Wert verlieren. Das heißt, obwohl es sich nicht rentiert, heran zu investieren, an die Firmen sind, die an den Sektor insgesamt, die als Umwelt zerstören, unterstützen wir trotzdem die Firmen mit Hunderten von Millionen Euro. Nehmen wir so als Gegenbeispiel. An erneuerbare Energien hat Lützeburg 2019 31,48 Millionen Euro investiert. Wow, Lützeburg ist so klimabewusst. Muss ich mich noch wirklich erklären, für was es mich schockiert hat, dass die Regierung sich damit bretzt, während 3 Jahren 211 Millionen Euro an Länder mit Klimakonsequenzen zu spenden? Ich meine, das ist ziemlich klar. Wir sind maßgeblich mitbeteiligt, dass es diesen Ländern so schlecht geht. Das ist genauso schlimm, wie wenn ich einen Auftragskiller auf den Hals schicken und ihm nur aus schlechtem Gewissen ein Klosterland springen. Es gibt vielleicht Zeit, die Wissenschaft an uns seriös zu holen, am Platz so zu machen wie wann. Merci. Merci, Jerry, für die ausführlichen Informationen.
den Aufschluss von der Präsentation für Youth for Climate mich Sarah ist auch Studentin am LGL. Ich nenne Membre von Youth for Climate Material 4 Nummern, weil sie das so gewünscht haben. Das ist aber nicht, weil ich keinen Respekt für ihn an ihrer Arbeit. Ich spiele ein bisschen zurück, wie sie funktionieren an ihrer Gruppe. Sarah, das ist dir. Merci. Youth for Climate fordert von der Regierung, ob Wissenschaft zu lauschen. Damit meinen wir, dass die Bekämpfung von der Klimakrise eine Priorität soll gemacht werden. Das heißt, Klimaneutralität bis 2030, dass die Investitionen auf fossile Brennstoffe gestoppt gehen und dass auf international und intergenerationelle Solidarität gesagt wird. Für diese Forderungen zu erfüllen, verlangen wir ein Umklammen auf erneuerbare Energien, Pflanzen von mehr Büscher, Promotion von einer Ernährung auf pflanzlicher Basis und den Ausbau vom öffentlichen Transportsystem. Daneben wollen wir, dass das Problem von der Steuerhinterziehung zu Lützeburg nicht unter den Tisch gekehrt wird und dass die Steuergelder genutzt können gehen für eine geringe Transition. Des Weiteren fordern wir von der Lützeburger Regierung, dass wir als eine von den reichsten Nationen andere Länder finanziell unterstützen, weil sie Opfer vom Klimawandel bedingten Naturkatastrophen gehen. Wenn dieses aktuelle System den Forderungen nicht gerecht können gehen, dann fordern wir auch noch einen Systemwechsel. Wir sehen an erster Linie ein Movement, den Politik will erreichen, für aus dem Mund durchgesetzt zu kriegen, Pläne mehr dafür weiter auf die Straße zu gehen und so die Regierung unter Druck zu setzen. Auch wenn das die letzten Monate nicht gegangen ist, haben wir für so schnell wie möglich auch immer bis auf den zu stellen. Der 19. März ist internationale Klimastreiktag, an dem Kader sind wir auch dabei, etwas zu organisieren. Des Weiteren hoffen wir, dass wir am September unseren nächsten großen Streik können haben, auf dem wir mit anderen Jugendlichen von Lützeburg in den Monden Gehör verschaffen können. Merci, Sarah. Der Preis wird gedroht vom Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable. Früher war die Umwelt ein einziges Ministère, zusammen mit dem Klima, was ja auch unterstreicht, dass beides miteinander zusammenhängt. Das sowohl für Problemstellungen wie auch für Lösungen. Wir sind froh, dass ihr euch Zeit geholt habt, für heute dabei zu sein, an eure Impressionen zu gehen. Madame Carol Dischbusch, Minister für die Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit, die heute vor. Vielmals merci, Herr Faber. Vielmals merci aber auch den 4 Aktivistinnen, die stellvertretend für ganz viele junge Leute dabei sind. Und schönen guten Abend von meiner Seite nicht all. Ich persönlich bin immens froh, dass wir Youth for Climate das Jahr können die Preise verreichen. Weil das genau durch das Engagement und genau dadurch auch, dass junge Leute die Finger auf die Wunde legen, wo die Politik ist schwert, dass wir ein Stück weiterkommen sind. Ich selber habe viel gekämpft für den Pariser Akkord, wo es lange Zeit gut nicht selbstverständlich war, dass die ganze Welt sich engagieren, weil bis dahin war das nicht so. Und innerhalb von einem Jahr hat sich die ganze Welt engagiert, beim USA verloren, du kommen deren dabei. Und ja, wir sind zu los. Ja, die Regierung hat am Vorschlag für das Klimagesetz Klimakrise und Urgence mit angebaut, dass aber nicht durch die Prozedur kommt. Und ja, das ist wichtig, dass da uns darauf hinweist, Lützeburg hat extrem hohe Emissionen pro Kopf. Wir haben eine gewisse Wehe da ist, und ich denke, muss ich noch die Leute draußen immer so es ist möglich, mehr Lebensqualität für jeden zu kriegen und mehr Klimaschutz zu machen, weil ich meine, dass wir all da sind. Die Krise, wo wir gerade dran sind, und der verstoppen sich ja nach Klimakrise, Biodiversitätskrise und die von der Pollution, die eng zusammenhängen. Aber wenn wir nicht Moment ergreifen, wie der ganz richtig sagt, wie kehrt werden zu kriegen, wir wollen ja nicht an einem Lockdown bleiben. Wir werden aber gemerkt, dass wir an der Krise nicht nur ein neues Klimagesetz kriegen, ja, verbesserungswürdig, sicherlich. Aber wir haben einfach vorbildlich für ganz Europa an der Hinsicht schon als Responsabilität für das Ziel gehen, wo wir geholt das macht, die müssen absetzen. Das steht am Pariser Akkord. Ja, wir halten zu unseren internationalen Versprechungen, die wir gemacht haben, für gerade die Länder, die mehr schwer haben. Für denen weiterhin, wir sind pro Kopf, den am meisten investiert, der Klimaschutz, und ich nenne das nicht etwas gut, man, mir das ein Invest
an Zukunft von denen, die Haut die vulnerabelst sind. Und du halten darauf fest, am Hin an der Regierung eben gerade an der Pandemie einen Klimaplan ugeholt, nicht nur ein Gesetz, einen Richtungswechsel 4 gehen, weil wir brauchen ein anderen ökonomischen Modell. Und zwar die von einer Kreislaufwirtschaft, wo wir als Ressourcen schützen. Aber wir haben auch Pakte mit den Gemeinden auf den Weg gehen. Und ja, ich gehe nicht recht, es geht nicht durch. Und dafür brauchen wir Movimenten wie Youth for Climate, die weltweit Druck machen, dass Europa nicht nur den ersten klimaneutralen Kontinent gibt, sondern dass wir viel mehr schnell gehen. Und dafür brauchen wir Leute wie ihr, weil das, was man machen muss, das ist alles verändern. Und wenn alles verändert, ein anderes neuen ökonomischen Modell, den Benefis für jeden ist, Klimaschutz denkt, Schutz von der Natur an unserer Umwelt denkt, ja, da sind wir froh über Leute wie ihr und dafür ganz große Merci, dass die von der Pandemie nicht stoppen lässt, dass ihr euch weiter engagiert. Die hat den Preis richtig verdient, weil ihr seht, ein Gamechanger, weil der gerade den Link zur Wissenschaft macht, weil der gerade der Fanger und Sonnen dummert. Felicitationen und merci. Merci, Madame Minister, für Ihre Intervention. Und wir fahren dann noch direkt weiter mit Ihrer Kollegin von der Kultur. Guten Abend, Madame Tanson. Und ich auch eine große Merci für die Partizipation des Abend. Kultur, gerade so wie die Umwelt, dreht den Preis mit. Das, weil das Naturmuseum von der Kulturhäuser aus von Ihrem Ministerium und auch weil das Naturmuseum sich das Patrimoine naturell bekümmert, studiert und noch probiert zu versorgen. Die französische Übersetzung vom Preis Prix National du Patrimoine Naturel weist darauf hin. Madame Tanson, Kulturministerin, die heute wird, den Preis dann überreicht. Ja, schönen guten Abend. Ich finde, sich so lösen die digital oder semi-digital Formate. Ich bin ganz froh, den Abend heute. Sie sind noch plus an dem heute Saal, den ich ein elementare Saal fand, weil er die Menschen gut durchstellt, weil das bedeutet Biodiversität ein Thema, von dem wir ganz viel schwätzen, wo man uns aber oft nicht bewusst ist, was das heißt. Und dafür, mit ganz vielen anderen Punkten, fand ich immens wichtig, dass ihr den Abend den Preis kriegt. Und egal wie desagréable das ihr Schnutze lauschen, Jerry für allem, für drun, das ist ja gerade toll. Ich meine, wenn da hinkommt, oder Place Publique, an die Sot, als Politiker, was alles schief läuft, was man unbedingt muss besser machen, und dass man es nicht so verstoppen, 100 Parolen, das fand ich elementar. Wir brauchen das, wir als Politik, aber auch die Bürger, die Veranschauung, die Verbildlichung von dem, was die realen Probleme sind. Und dafür fand ich auch die Präsentation, die du gemacht hast, so pertinent, weil da von dem großen Niveau, von dem wir dauernd schwätzen, die von der Biodiversität, die man dann hier rundherum als hun auch dekliniert und auf Lützeburg, weil das halt zu Lützeburg bedeutet, und mit ein Beispiel auch illustriert wird, wo man ganz sicher noch besser machen können. Was ich aber auch genauso wichtig fand, das ist das Engagement von Jungen. Weil, wenn wir von Naturschutz schwätzen, das ist ja eine Krise, die als vielleicht nicht so greifbar ist, wie die im Moment mal dran sind. Ganz einfach dadurch, weil verschiedene Leute, viele Leute, sind auch nicht sich selber spüren. Bauern spüren sie garantiert, die das für drunten zu Recht annimmt. Leute, die an Regionen wohnen, wo hier das Land am Gang ist, die spüren es auch mehr. Den normalen Bürger, der nicht am Alltag damit schafft, der spürt es nicht. Und dafür fehlt es vielleicht nicht viel Wert, dass er sich soll erschränken an den Gewünschten, die er etabliert hat, weil es ja eigentlich kein Problem ist. Und gerade da wäre es also so wichtig, darauf zu deklinieren auf Lützeburg. Und dann die letzte Wolle, den ich so appréciieren, also elementar fanden an der Bewegung, als eben den, dass es eine Bewegung für Jungen ist. Weil wenn dir das Pferde springt, alle Guten oder eine Majorität von ihren Kollegen, ihren Alterskollegen, ihren Klassenkameraden mit auf den toten Weg zu kriegen, da brauchen wir an einer gewissen Jahren die Diskussionen nicht mehr auf demselben Niveau zu führen, weil dann als Schütverein zieht selben Strang, als Schütverein ist sich der toten Problematik bewusst. Ich merke das immer rum, wenn ich mit anderen Generationen schwätzen, die nochmal kommen sind, dass das Bewusstsein viel mehr da ist und dass eben auch gerade das Movement, für das hier zu Lützburg steht, einen ganz großen Schritt dabei brücht wird, dass auch bei den Jungen, vor allem bei den Jungen, nach viel mehr eine große Prise de Conscience ist. Es könnte natürlich hier, dass die nach mehr Leute tragend werden sind,
an der Zukunft, mir einfach auch der Fakt, dass man viel mehr wissen, was das für eine Inzidenz hat und eben auch dadurch als Lebensstil am Alltag aufpassen. Dafür ganz große Merci, Felicitationen für den Preis und auch Merci für die Flotpräsentation. Merci, Madame Tanson. Die Leute vier da, das Thema so flott aufgerundet haben. Wir kommen dann zur Überreichung vom Preis. Ihr könnt abstimmen, ihr bleibt bei ihrer Stillstau für Distanzen zu halten, dass das eben bei den Konditionen so gehen. Für dich will ich ein Zertifikat überreichen, dass den Preis gekriegt hat. Dafür machen wir das dann. Ich kann das bisschen weiterhelfen. Ja, wenn das geht, tipptopp. Wir haben sogar 2 Exemplare, da könnt ihr den weiterverdelen. Voilà. Den Zertifikat ist dann erschrieben von den Assoziationen, also von Naturmusee, auch von Umwelt, auch von den 2 Ministern. Voilà. Dann, wie gesagt, ist der Preis durchgestellt durch ein Eil, das ist eine Statue, die gegossen ist und dementsprechend schwer ist und dafür relativ schwer zu handeln ist. Ich überreiche die dann noch ganz gerne und Lisa, pardon. Und voilà, dann haben sie die heute verdient. Felicitationen von meiner Seite für ihren Preis. Und ich gehe dann noch kurz fort und Jeremy, für dich kriegt er teil. Und dann können die anderen Leute klatschen. Wir sind nicht alle am Namen von ganz viel verkleidet. Vielmals merci für diesen Preis. Wir fühlen uns geehrt, dass wir von den vielen Movementen, die wir aber hier im Land haben, gewählt sind. Dieser Preis fordert und unterstützt natürlich ein Engagement. Und wir wollen aber auch hier am Schlusswort die Zeit dafür nutzen, auf die Wichtigkeit vom politischen Handeln aufmerksam zu machen. Das ist egal, wie viel wir protestieren gehen, wie viel wir machen, wie viel Aufmerksamkeit wir hier erreichen. Wenn zum Schluss nichts in der Politik geändert wird, dann bringt uns ein Engagement auch nichts. Das ist immer einfach zu schwatzen, wir sind wirklich schon in der Zeit zu handeln. Wir freuen uns über diesen Preis, allerdings hoffen wir aber auch, dass in der Zukunft es kein Besoin mehr gibt für so ähnliche so Engagementen wie unseren oder ähnlicher extra zu belohnen. Merci für die Aufschlussfeder. Dann kommen wir wirklich zum Schluss. Ich meine, die Berechnung vom Preis ist eben dann noch Gelegenheit, für verschiedene Problematiken anzugehen. Und ich meine, die heute das gemacht und dafür sage ich merci. Wir sind noch alle gute Leute. Merci, die noch geleistet tun und gehen dann Rendezvous höchstwahrscheinlich nächsten Februar 2022 an, wenn Konditionen der Leben darum in einer normalen Situation. Alle gut, die geholfen haben, vielmals merci, alle gut, die hype haben, vielmals merci. Und dann hoffen wir, dass das auf den richtigen Weg weitergeht. Merci, alle gut. So, lass mal die Maske unten da. So könnte es sein, dass die Presse nach vorne hört. Ich denke, Patrick wird eigentlich über den Chat gekriegt. Das können wir auch von Hai aus machen. Da muss man just gucken, wie das geht. Also wir sind